Halleluja! Wunderbar, danke vielmals. Noch alt bewährt, die Bibel. Immer noch wahr, gibt immer noch Richtung im Leben und bringt Freiheit und Freude. Ich freue mich natürlich, heute bei euch zu sein. Ist immer ein Geschenk, wenn Leo am Anfang vom Jahr mich anruft, sagt, machst du eine Summer Celebration, alle 4 Celebrations? Dann sage ich, okay, dann muss ich jemanden finden, der mir den Hof zu Hause schaut, auf die Kühe. Das macht mein Vater heute. Shout out to my dad. Und wenn er sagt, Tom, du darfst machen, was du willst. Haha, ja, das ist natürlich dann wunderbar. Weil ich habe etwas auf dem Herzen heute Morgen, nicht nur heute Morgen, auch noch am Nachmittag und am Abend. Und zwar brennt mir auf dem Herzen, dass wir entdecken, was Jesus für ein wunderbares Werk gemacht hat, damit wir ein Leben in Fülle haben können. Ich habe einen Vers ausgewählt aus Römer 14, Vers 17 und 18, möchte den zu Beginn der Message lesen. Da heißt es, denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt. Paulus hat da mit den Leuten diskutiert. Die einen haben gesagt, du darfst das nicht essen, und der andere sagt, du darfst das nicht essen. Und sie waren da in einer Diskussion verstrickt miteinander. Und er hat dann das probiert, ein bisschen runterzubrechen, was es heißt, in Liebe zu agieren. Und dann sagt er, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Wer möchte das heute Morgen? Gibt es Leute, die das möchten? Okay. Wenn du deine Hand nicht oben hattest, dann kannst du nachher nach vorne kommen. Wir beten für dich und du darfst das neue Leben in Jesus annehmen. Ich habe hier eine wunderbare Illu, die uns aufzeigt, wie wichtig es ist, wenn unser Leben aufblühen soll, dass wir uns auf diese Säulen stellen, wie Jesus uns gelehrt hat. Paulus hat es aufgegriffen und hat gesagt, das Reich Gottes. Wisst ihr, das Reich Gottes, das Königreich Gottes existiert nur mit einem König. Ein Reich Gottes existiert nur mit einem König. Sein Name ist Jesus, Jeschua, Christus, der Gesalbte, König der Juden. Und er ist das Haupt. Und in Jesaja lesen wir, in seinem Königreich hat kein Ende. Sein Reich wird gebaut auf dieser Erde und du und ich dürfen ein Teil spielen in diesem Reich Gottes. Und das ist ein Riesenprivileg. Und wenn wir uns auf diese 3 Säulen stellen, dann wird unser Leben überfließen in Dankbarkeit. Weil ihr müsst wissen, dieses Reich Gottes, Jesus wurde mal von den Pharisäern angehalten und hat gesagt, die Pharisäer, die haben ihn gefragt, die Schriftgelehrten, die das Gesetz kannten, die das Gesetz eingehalten haben, haben ihn gefragt, wo ist dann dieses Reich? Und Jesus hat ihnen geantwortet, in Lukas 17 hat er gesagt, ihr müsst nicht da oder da schauen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. In anderen Übersetzungen, es ist in euch drin. Er wollte sagen, ich bin da. Ich bin der König dieses Reiches. Und wenn du dein Leben Christus unterstellt hast, bist du in dieses Reich hineingeboren. Und du hast nichts dafür getan. Und jetzt beginnt es, und darum habe ich diese Message heute gewählt, zu entdecken, was heißt es, in dieser Realität zu leben? Was heißt es, das auszuleben, für was das Jesus bezahlt hat? Wir haben den ersten Punkt, die erste Säule, die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, ich sage euch eins, liebe Freunde, heute am Sonntagmorgen. Gerechtigkeit ist das wichtigste Gut, das Jesus uns geschenkt hat. Wir könnten ein ganzes Jahr, wir könnten 52 Messages am Sonntag halten über Gerechtigkeit, wenn wir verstehen würden, was Gerechtigkeit wirklich ist.
Christus hat bezahlt. Versteht ihr, wenn Johannes der Täufer sagt, als Jesus da aus der Wüste kam, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinfortträgt, dann war das keine Floskel oder eine religiöse Meinung, sondern er ist der Hohepriester. Er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Als wir die letzten Sonntage auch in dieser Offenbarung waren, er ist das Lamm, das das Siegel aufmachen wird, wenn wir einmal in dieses Reich eingehen werden. Und ich kann euch ermutigen, er hat bezahlt. Und es geht darum, diese Gerechtigkeit anzunehmen. Diese Gerechtigkeit, er hat mich sündlos vor sich hingestellt, ohne Fehl und Tadel. Heißt es in Kolosser 1,21. Und dann Vers 23 sagt er, haltet fest an dieser Wahrheit und bleibt standhaft im Glauben. Hey, liebe Freunde, Gerechtigkeit ist ein Mantel, der getragen wird. Mir ist vergeben, ich bin ein Heiliger und kein Sünder. Ich weiß, wenn man in der christlichen Szene Gerechtigkeit predigt, kommt immer die Ausweichfrage, ja, aber Tom, wir sind ja immer noch Sünder. Wir machen ja nicht alles perfekt. Willst du dann sagen, dass du perfekt bist? Machst du nie mehr eine Sünde? Paulus sagt es so, haltet euch tot für die Sünde. Was meint er damit? Wenn du Epheser 2, wenn du mal nach Hause gehst, wenn du vielleicht nach Hause gehst oder schon zu Hause bist, wenn du online, lies mal Epheser Kapitel 2. Dort wirst du sehen, dass Gott seine Güte zeigen wollte, indem er uns annahm, als seine Kinder uns vergeben hat. Er wollte uns gerecht machen. Er hat den Weg gemacht, nicht du. Ich gratuliere dir zu deiner Selbstgerechtigkeit, zu deinem guten christlichen Behavior. Aber es wird dein Leben nicht nachhaltig verändern. Das Einzige, was wahrhaftig verändert, ist die Gerechtigkeit, die aus diesem Blut von diesem Kreuz fließt, wo alle Schuld getilgt wird und du jeden Morgen gerecht vor deinem Vater stehst, ohne Sünde. Und du sagst, aber Tom, du weißt nicht, was ich gemacht habe, du weißt nicht, wo ich drin bin, du weißt nicht, was meine Habits sind. Aber was ist dann mit Christus? Was ist dann, was Jesus gemacht hat? Er hat sein Leben für dich und mich gegeben. Paulus hatte 39 Peitschenhiebe mit diesen Haken erlitten. Wenn du Nachforschungen machst, es gibt Menschen, die haben das nicht überlebt. Weißt du warum? Weil er gepredigt hat, Gerechtigkeit aus Glauben. Weil er diesen jüdischen Schriftgelehrten entgegengestanden ist und gesagt hat, Gott hat euch gerecht gesprochen durch sein Blut, durch den Tod seines Sohnes an diesem Kreuz. Ihr dürft diese Gerechtigkeit annehmen durch Glauben und in eine übernatürliche Welt hineintauchen. Das war Blasphemie für die Pharisäer, die alle jüdischen, mosaischen Gesetze gehalten haben. Das war ein Affront. Glaubst du wirklich, dieser Paulus hätte sich so zerschlagen lassen, wenn er nicht etwas gesehen hätte? Hat diese Christen verfolgt und dann ist doch dieser Jesus ihm begegnet auf diesem Weg nach Damaskus und hat ihn geliebt. Und er hatte nichts zu bringen. Und ich sage euch, liebe Freunde, das ist das, was mit mir nicht stimmt. Da hat mich ein Gott geliebt, als ich nichts zu bringen hatte. Und ich hätte doch in meinen religiösen Anstrengungen noch meinen müssen, ich müsste ihm noch etwas bringen. Aber das Einzige, was es braucht, um diese Gerechtigkeit anzunehmen, Römer 5,17, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Du kannst es annehmen.
Du kannst weiter in deiner Selbstgerechtigkeit und deine Möglichkeiten schauen oder du kannst heute einen Pfahl einschlagen und sagen, danke Vater, dass du mich gerecht siehst. Ich lege dir alles hin. Alles aus meinem Leben und er wird dich anschauen, als hättest du nie gesündigt. Kannst du das glauben? Wenn du im Hebräerbrief durchliest, haben sie gesagt, wenn da mal wirklich ein vollkommenes Opfer kommt, dann wird ihr Gewissen für immer rein sein. Hey, es gibt nichts Schöneres, als mit einem reinen Gewissen durchs Leben zu gehen, liebe Freunde. Dann hast du nichts mehr unten versteckt. Ist alles offen. Dein Vater schaut dich an, heißt das, wir können keine Fehler machen. Moll, aber wir dürfen doch sofort ihm alles bringen. Wenn ich meine Frau harsch anrede, dann sage ich, Vater, es tut mir leid, ich hätte nicht so reagieren sollen. Ich entschuldige mich und ich lege es hin und ich verliere meine Sohnschaft keine Sekunde, sondern ich sage, Christus, deine Gerechtigkeit schenkt mir Gnade, damit mein Leben verändert wird. 2. Korinther 3,18 heißt es, von uns allen wurde der Schleier weggenommen. Von uns allen. Amen. Wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Liebe Freunde, eine sehr gute Botschaft heute Morgen. Diese Gerechtigkeit darf angenommen werden, muss angenommen werden. Gerechtigkeit kann nur durch Glauben empfangen werden. Ja, aber ich habe keinen Glauben. Egal, sag einfach ja. Ja zu dem Werk von Christus. Ich verlasse mich nicht mehr auf meine Selbstgerechtigkeit. Ich verlasse mich nicht mehr auf meinen eigenen Effort. Ja, aber dann kann ich in dem Fall machen, was ich will. Weil mir ist ja schon vergeben. Wenn das in deinem Herz aufpoppt, dann darf ich dich ermutigen. Dann musst du die Liebe dieses Vaters erst richtig erleben, weil es käme dir nie in den Sinn, weiter in Sünde zu laufen, wenn du seine Liebe erlebt hast, weil der Heilige Geist wird dich wunderbar wie ein Lehrer führen, was noch zu dir gehört und was nicht. Weil Gnade ohne Veränderung ist Perversion. Wenn du Gnade des Vaters empfängst und noch gleich bist wie vor 15 Jahren, dann hast du etwas nicht gecheckt. Nämlich, dass Christus dein Leben ist. Er will dich verändern. Der Schleier ist weggenommen. Wir schauen ihm in die Augen und sein Geist verändert uns in sein Ebenbild. Im Englischen effortless change. Liebe Freunde, Gerechtigkeit ist ein Gut, das beschützt werden muss, das angenommen werden muss. Jesaja sagt, du bist ein Baum der Gerechtigkeit, gepflanzt im Hause des Herrn. Du bist in der Wurzel gerecht, jetzt lebe es aus. Paulus sagt es so, now you're a prisoner of righteousness. Jetzt bist du ein Gefangener der Gerechtigkeit. Wirf den Schlüssel weg. Komm nicht mehr aus diesem Gefängnis raus. Liebe Freunde, diese Gerechtigkeit, die Christus, ich weiß, jeder, der religiös ist und der selber vor Gott etwas sein will, der wird getriggert werden durch diese Message, weil es gibt nur ein Kreuz, es gibt nur ein Christus und er ist der Weg des Lebens und ihm gebührt aller Dank. Und wenn von ihm das Leben empfangen wird, diese Gerechtigkeit, dann wird etwas passieren, dein Leben wird sich hin zur Heiligkeit verändern. Und dann ist es nicht, ich probiere nicht zu sündigen. Sünde ist nicht in meinem Kopf. Liebe Freunde, was ist Sünde? Sünde ist eine Illusion von Freiheit. The vasting pleasures of sin, die schnelle Freude der Sünde, wo im Nachgeschmack bitter und Tod zur Folge hat. Ich will doch nichts mehr zu tun haben. Wenn du denkst, dass Sünde noch Freiheit ist, dann hast du noch nicht erlebt, was Christus schenken will. Viele Leute sagen, Don, du bist schon ein bisschen speziell. Sage ich, es ist nicht mein Problem.
Versteht ihr? Es ist nicht, der Dom Hab hat diesem Vater nichts zu bringen, außer sein Leben. Du bist König, mach was du willst. Mein Gebet seit 19 Jahren, Jesus, mach mit meinem Leben, was du willst. Weißt du warum? In diesem Reich Gottes bin nicht ich König, sondern er ist es. Und irgendeinmal wird unser Leben vorbei sein, liebe Freunde. Irgendeinmal werden wir sterben. Und es geht nicht um dieses Leben hier, sondern es geht um das Leben, das kommen wird. Was sind schon 80, 90, 120 Jahre? Wir halten fest an etwas. Die Realität der ewigen Welt ist viel größer. Dieser Blick müssen wir haben, versteht mich richtig? Yes, Family, Legacy, Blessings, Leute segnen, ja sicher auf dieser Erde, aber wir müssen doch diesen Blick halten. Was meinst du? Paulus und Silas in diesem Gefängnis, die hatten den Blick. Das ist nur begrenzt. Du weißt nicht, ob du morgen noch aufstehst. Ob dein Leben von dir gefordert wird morgen. Wie gut zu wissen, dass es ein Lamm gibt, das uns ruft, in seine Gerechtigkeit hineinzustehen. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Weißt du, ich könnte noch 2 Stunden über Gerechtigkeit reden und es würde mir nie langweilig werden. Weißt du warum? Weil Gerechtigkeit ist die Essenz des christlichen Lebens. Aus dem fließt alles. Weißt du warum? Dann kommt Christus alle Ehre und nicht wir. Weil er ist der verändert. Hey Dom, du hast eine wunderbare Familie. Dom, was du machst, wie viele Leute du beeinflusst, wunderbar. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bilde mir nichts ein. Christus ist der alle Ehre erhält. Weißt du warum? Weil er hat bezahlt und nicht ich. Weil ich hätte den Preis nie bezahlen können. Und du auch nicht. Das ist die Botschaft der Gerechtigkeit, die angenommen werden muss. Die gelebt werden muss, weil es ist ein Bund, der Gott mit uns schließt und nicht ein Vertrag. Dieser Bund ist mit Blut besiegelt, er ist für alle Ewigkeit gültig. Und auch wenn wir untreu sind, ist er treu. Und ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der mit ehrlichem Herz diesem Gott entgegengekommen ist und abgewiesen wurde. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der zu viele Sünden angehäuft hat, damit Gott nicht gesagt hätte, ich habe alles getragen. Ich liebe dich, damit dein Leben wieder aufblühen kann. Damit dein Leben wieder Sinn bekommen kann. Aber dafür musst du von deinem Königsthron runtersteigen und Christus König machen von deinem Leben. Und andererseits wirst du irgendwann ein abgelöschter Christ sein, der irgendwo verletzt wurde. Und dann bleibst du irgendwo und sagst, ja, mit den Christen, die kenne ich schon. Da habe ich schon meine Erfahrung gemacht. Und Jesus ruft dich heraus und sagt, ich möchte dich unantastbar machen, damit du Liebe werden kannst, damit du Menschen segnen kannst und damit du dieses Reich Gottes weiterbringen kannst auf dieser Erde. Weil Jesus hat gesagt, wir sollen so leben, wie er gelebt hat. Der zweite Punkt, dieser Frieden, der Gott schenkt. Dieser Frieden im Heiligen Geist. Ein Frieden, der die Welt nicht schenken kann. Jesus sagte so in Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich liebe Geschenke. Weißt du was? Geschenke müssen angenommen werden. You need to be a good receiver. Du musst ein guter Annehmer von Geschenken werden. Ich weiß, wir Schweizer haben ein bisschen ein Problem. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Danke, Jesus, das Geschenk will ich, meinen Frieden. Er ist ja der Prinz des Friedens. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Versteht ihr? Das ist eine richtig herausfordernde Stelle, die Jesus da bringt, weil wenn wir durch diese Gerechtigkeit hindurchgehen und unser Leben auf diesen Frieden, der Gott schenkt. Römer 5 heißt es am Anfang, ihr habt Frieden mit Gott durch das, was Christus für euch getan hat. Der Frieden kommt nicht von uns, der Frieden kommt von ihm. Er hat Frieden geschlossen mit dem Vater. Jetzt dürfen wir in seinem Frieden leben.
Was ich beobachte mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, auch bei uns in der Church ist, wir sind gut im Future Tripping. Was heißt das? Wir sind gut im Angst haben von dem, was kommt. Oh, was ist dann morgen? Was ist nächste Woche? Was machen die Kinder dann und dann? Was ist mit meinem Job? Was ist in einem halben Jahr? Was ist in 2 Jahren? Was ist dann? Was ist dann? Wir haben Angst von dem, was kommt. Oder wir sind immer noch in der Vergangenheit. Wir haben, was ist alles gewesen? Wie schlimm war es da? Wird es mal wieder so schlimm oder vielleicht noch schlimmer? Jesus sagt, Matthäus 6,34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus sagt da einen Schlüssel. Er sagt, heute ist genügend Gnade für heute. Und wir in unserer westlichen Welt, versteht mich richtig, ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb, es ist okay zu planen, es ist okay nach vorne zu schauen. Versteht mich richtig, aber wir sind zu oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Warum sind wir nicht jetzt, heute da und erfreuen uns? Weil Psalm 118, 24 es heißt, heute ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Weil heute ist genügend Gnade, nicht morgen. Ich weiß, dass du morgen noch viel hast. Wenn du meine To-Do-Liste sehen würdest, dann würdest du dir ablöschen. Aber die schaue ich an, wenn ich muss. Und sonst lebe ich im Moment. Warum? Weil die Welt nie zufrieden ist mit dem, was sie hat. Oh. Weil ich sollte noch mehr, ich möchte noch mehr haben, oder? Da habe ich zu viele Fehler gemacht, da habe ich viel verloren, darum geht es mir jetzt so schlecht. Der Frieden Gottes darf im Jetzt erfahren werden, im Heute. Liebe Freunde, wir müssen die Gnade von heute annehmen. Wir müssen beginnen, im Moment auch zu leben. Bedenke, dass du irgendeinmal nicht mehr da sein wirst. Hey, das gibt so eine Gnade, im Heute zu leben, weil ich weiß nicht, ob ich morgen noch da bin. Liebe Freunde, habe ich Angst, dass ich morgen nicht mehr da bin? Wir müssen keine Angst haben, weil der Frieden unser Gedanken übersteigt. Ich habe vor 2 Wochen meine Großmutter, die Mutter meiner Mama, ist gestorben. Sie war schon älter. Sie hatte eine Herz-OP und einen Tag später hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Wir waren in Amerika, als wir die News bekommen haben. Und 2 Tage später bekomme ich von meinem Vater ein Telefon. Mein Großvater, der den Hof aufgebaut hat, der Vater meines Vaters, liegt im Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus. Sie wissen nicht, ob er die Nacht übersteht. Und du warst da und du denkst, du bist in Amerika, du würdest eigentlich gerne noch da. Er ist auch schon 88. Du denkst, ich würde ihn eigentlich gerne noch sehen. Dann hatte ich so den Eindruck, ich sollte meine Großmutter anrufen. Habe ich sie angerufen, habe gesagt, hey, wie geht's dir und so, rede mit ihr. Dann sagt sie zu mir, weißt du, ich bin eigentlich sehr dankbar. Und ich sage, warum? Weil der Oberarzt hat angerufen und hat mir gesagt, Frau Haab, ich weiß nicht, ob Ihr Mann die Nacht überstehen wird, aber ich kann Sie trösten. Ihr Mann ist bereit zu sterben. Da ist ein Ungläubiger in diesem Zimmer, der gemerkt hat, da ist ein Mann, der Frieden hat mit Gott. Liebe Freunde, ein Mann, der sein Leben gelebt hat. Als wir im Dezember unsere Familien Weihnachten gefeiert haben mit 26 Urgroßkindern, kamen aus dem Spital zurück, saß an diesem Tisch mit 75 Leuten. 75, nur seine Familie. Und sie haben gefragt, würdest du noch beten? Und er konnte keinen Satz sagen, danke Jesus, dass ich da sein darf. Und die Tränen liefen. Und ich bin nach Hause gelaufen, habe gesagt, da ist ein Mann, der sein Leben gelebt hat, in dieser Treue diesem Gott.
Und der Frieden, der alles Verständnis übersteigt, geht so weit, dass ein ungläubiger Oberarzt es merkt. Da ist ein Mann, der keine Angst hat von diesem Tod. Hey, liebe Freunde, wir müssen keine Angst haben vom Sterben. Es ist nur ein Wiedergehen. Und dann werden wir schauen in die Augen dieses Lammes, wo wir geglaubt haben. Und er wird all unsere Tränen und all unsere Fragen abwischen. Hey, das ist die beste Botschaft. Wir müssen in diesem Frieden bleiben. Dieser Friede, der unser Gedächtnis übersteigt. Und die letzte Säule, diese Freude, versteht ihr, das ist ein Powerpaket. Weil was ich merke, wir sind zum Teil, wir Christen hier, wir sind zum Teil so steif. Wirklich. Hey, das ist im Fall die beste Botschaft. Du wirst nie sterben. Alles dient dir zum Guten. Der Vater ist da, liebt dich mit seiner Gegenwart. Einen Frieden, der dein Gedächtnis übersteigt. Gerechtigkeit, du hast nicht mal etwas dafür gemacht. Er liebt dich durch und durch. Jetzt musst du mal vorstellen, was für eine Botschaft das ist. Zu Menschen, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Die vielleicht in einer Zerreißprobe in ihrem Herzen sind, bist du der Freudenbotschafter. Im Hebräer 1,9, du liebst das Recht und hasst das Unrecht, deshalb, oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Darf ich dir einen kleinen Hint geben? Jesus war der freudigste Mensch auf Erden. Jesus war der Mensch, der am meisten Freude hatte. Und das ist vielleicht ein bisschen, manchmal haben wir ein bisschen ein Problem mit Freude. Weil wir denken, in der Kirche muss alles schön geregelt. Hey, Freunde, die beste Botschaft der Welt haben wir. Wir sollten, Surprise Siffel, ein Evangelist aus Südafrika, war mal da in Aarau, habe ich eine Message von ihm gehört, da hat er gesagt, warum sind alle hier drin so schlecht drauf? Ihr lebt im schönsten Land der Welt, habt alles, was ihr braucht und ich sehe keinen lachen. Aber es hat mir zu denken gegeben, liebe Freunde. Weil es ist doch so. Wir nehmen uns zu ernst. Ganz ehrlich. Bedank dich bei deinem Gott für dein Leben. Erfreue dich an den Menschen, die er dir gegeben hat, wo du unterwegs bist. Bedanke dich für alle Herausforderungen, damit dein Leben standhaft wird. Ein Glauben, der nie erschüttert wird. Ein Gott, der einen Weg macht mit dir und mir und uns nie im Stich lässt. Ein Gott, der uns einlädt, dass unser Leben aufblüht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Du musst wissen, im Psalm 36, ich möchte die 2 Verse noch lesen. Wie kostbar ist deine Güte, o Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie, denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Und in Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ich bin eigentlich heute Morgen hierher gekommen, um euch die beste Botschaft zu bringen, die es gibt. Das Evangelium ist nicht eine halbgute Botschaft. Ich bin gekommen, um jeden religiösen Geist zu challengen und zu sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Wir wollen uns auf dieses Fundament stellen, damit unser Leben in Fülle, in die wahre Fülle kommt. In die wahre Fülle, liebe Freunde. Wenn du dein Leben auf diesen Säulen baust, wird dein Leben, wie es Kolosser 2,7 sagt, überfließen in Dankbarkeit für das, was Christus getan hat. Wenn du dein eigener Chef bist, me, myself and I, wie geht es mir? Hauptsache ich komme groß raus. Ich bin auf dem Thron meines Lebens. Dann wird dein Leben miserabel sein. Du glaubst es nicht? Es ist so. Wenn er König wird von deinem Leben,
Und wenn du merkst, dass er nicht mehr auf deinem Thron sitzt, dann darfst du ihm im Fall gerne wieder den Platz geben, sagen, da darfst gerne auf den Thron meines Lebens. Ich möchte mein Leben auf diese Säulen bauen. Und ich weiß, das sind challenging words. Die Worte fordern heraus. Ich habe ja nur eine Möglichkeit, da muss ich einfach probieren, möglichst vielen diese Wahrheit zu geben. Empfang sie bitte. Hör auf mit einem selbstgerechten, religiösen Christsein. Versteht ihr, das stinkt zum Himmel. Nein, ich sag's dir ehrlich. Du glaubst nicht, wie vielen ungläubigen Menschen ich mich entschuldigen muss für Christen, die ihnen begegnet sind. Wirklich. Die Facebook-Christen, die YouTube-Christen. Es tut mir leid. Sie haben nicht erkannt, was eine lebendige Beziehung mit diesem Christus bedeutet. Wo wahres Leben fließt, liebe Freunde, wo du dich diesem Leben nicht entziehen kannst, wo wir ein authentisches Leben leben, wo wir nahbar sind, wo wir nicht eingebildet sind, sondern wissen, alles, was wir haben, haben wir aus diesem Kreuz empfangen. Und darum sagen wir auch immer, und das liebe ich an Leo und Susanna, Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und für das möchte ich beten. Heiliger Geist, ich danke dir so viel mal für die Wahrheit. Ich danke dir so viel mal, dass du uns immer wieder zu Jesus führst und wir ihn sehen dürfen. Dieses Lamm Gottes, das gegeben worden ist für uns, eine Gerechtigkeit, einen Frieden, eine Freude, die die Welt nicht geben kann, zu empfangen. Und so möchte ich dich segnen heute Morgen. Ich weiß nicht, welcher Punkt ich angesprochen habe, aber ich challenge dich, ganze Sache zu machen mit diesem Jesus, ihn wieder an diesen Platz zu lassen, wo er König ist in deinem Leben, wo du nachher dieses weiße Kleid jeden Tag gerne bekommst. Heilig, makellos und ohne Fehl und Tadel. Mein Sohn, meine Tochter. Und aus dieser Überzeugung, aus dieser gewaltigen Kraft der Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes dein Leben lebst hin zur Heiligkeit. Und es wird eine Freude sein, deinem Leben zuzuschauen, weil alle um dich herum aufblühen. Weil Ströme des lebendigen Wassers aus deinem Leben herausfließen. Weil es nicht mehr um dich geht und nicht um mich, sondern es geht einzig und allein darum, dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit diesem Gott hineintreten können. Dieses ewige Leben, dieses Reich Gottes zu erleben, schon heute auf dieser Erde und auf der Erde, die kommen wird. Danke, Jesus, dass du da einfach wieder arbeitest an unseren Herzen, unsere harten Herzen weich machst. Wir wollen nicht aus unserer eigenen Kraft vor dir bestehen, sondern wir wollen uns verlassen auf dieses mächtige Kreuz, auf dieses mächtige Erlösungswerk, wo du unser Leben lang unseren Dank bekommst für die Freude und den Frieden, den du schenkst. Danke, Jesus. Amen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere
Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.